Das so ruhig. Das ist ein Satz, den wir so dack an den letzten Wochen hören haben. Das alles so ruhig. Kein Mensch auf der Straße, kein Kamedi von den Autos und von den Fliegen. Das ist so ruhig, dass es einem unheimlich vorkommt. Et Gedenk Ruhe, die ist unnatürlich, weil sie etwas vom Tod atemt. Bei einem schwer Kranken, bei einem Todigen verdreht kein unnötige Komödie. Da ist es ruhig. An der Karfreitagsliturgie sehen wir Christus, der leidet, Christus, der stirbt, am Nosten an der Stille. An der Stille von Karfreitag sind wir heute Abend auch am Nosten bei denen, die auf den Intensivstationen den Kampf im Leben an Tod feiern. An der Stille sind wir am Nosten bei denen, die auf Flüchtlingscamps oder arme Länder an der Tod Angst sind, weil sie genau wissen, wann ich den Virus kriegen, gibt es keinen, der mir hilft. Für Kreuz von Christus, für den Kreuzer von den Menschen von Haut, gehen wir ruhig. Kein gescheit Diskuren, kein lang Predigt, kein fromm, salbungsvoll Weder. Ob seinem eigenen Kreuzweh gedachte Jesus immer mehr still. Kein lang Erklärungen, kein eloquent Rechtfertigung, kein rosen Accusation, just nach ich sind dustrich. Hien, den der Samariterin seht, wie von dem Wasser dringt, dat ich ihm gewährt, werd niemals mehr dustrich gehen, rief de lo, ich sind dustrich. J'ai soif. J'ai soif. Quel cri, chère sœur, chers frères, de Jésus, dans le silence de son abandon, dans son agonie, le corps meurtri de Jésus incarne la prière du psaume 41. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Dans le silence des salles d'adieu et des morgues et cimetières, dans le silence des souffrances qui étouffent les mots, dans le silence des peines sourdes et des abîmes sans écho, le Christ crie sa soif de Dieu, du Dieu vivant. Silence. Pas de réponse, pas de prodige. Tout est accompli. Dieu se tait, car Dieu est dans la mort de l'homme. Dieu rejoint l'homme dans son silence absolu. À Pâques, il parlera.